Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion und heute dreht sich alles um eine wunderschöne blonde Frau, die durchs All schwebt und fliegt und Liebe versprüht, sag ich jetzt mal. Und zwar geht's um den 1968 erschienenen Film Barbarella mit Jane Fonda und heute mit dabei der Mike. Hi Mike. Servus und habe die Ehre. Und was sagst du zu diesem zauberhaften Film? Ja, ganz schön verrückt, muss ich sagen. Also ich habe mit viel gerechnet und wie du mir damals gesagt hast, ich muss mir den unbedingt anschauen und habe dann das Cover mir bei Google reingezogen und habe gedacht, den kenne ich irgendwo her, das sagt mir was. Das Cover habe ich schon mal irgendwo gesehen und habe dann aufgrund des Covers eher einfach so ein 60er, 70er Jahre Science-Fiction-Film, geradlinigen Science-Fiction-Film spekuliert gehabt. Aber was mich dann erwartet hat mich auf alle Fälle sehr überrascht, muss ich sagen. Geradlinig kann man zumindest sagen, es zieht sich so ein gewisser Handlungsstrang schon durch den ganzen Film. Ja, aber der Handlungsstrang, sie hauen die von links nach rechts, von hinten nach vorn und wenn's nicht ein bisschen aufpasst, ja, man muss wirklich bei dem Film ein wenig aufpassen, dann kommst du überhaupt nicht mehr mit, was jetzt Sache ist. Ja, das stimmt. Dann versuchen wir doch einfach mal so die Handlung zu erklären. Im Endeffekt, ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten, die wunderschöne Jane Fonda reist durchs All und besucht einen fremden Planeten. Sie kriegt einen Auftrag von der Erde, dass sie, glaube ich, eine Person aufsuchen soll, die, glaube ich, irgendwas mit Menschen oder mit Erdenwaffen macht, oder? Habe ich das noch richtig im Kopf? Im Endeffekt ist sie irgendeine so eine Spezialagentin und wird von der Erde beauftragt, den Tyrannen zu stürzen im Endeffekt, oder? Ja, Tyrannen. Also ihr merkt schon, es ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss den Film einfach mal öfter gesehen haben, dass man dann die Handlung so richtig kapiert. Im Endeffekt, ich glaube, wir müssen ja gar nicht so nah auf die Handlung eingehen. Sie ist gefühlt alle 5 Minuten oder alle 5 bis 10 Minuten irgendwo anders. Und meistens läuft es auf das hinaus, dass sie irgendeine männliche oder teilweise weibliche Person bezirzt oder dann in einer Action-Sequenz, also ihr seht es jetzt gar nicht, ich mache jetzt gerade so Hasenohren, so Action-Sequenz drin ist. Und ja, im Endeffekt, es ist ein kunterbunter Science-Fiction-Film mit Soft-Porno Einflüssen. Naja, also Porno ist vielleicht wegen viel, also er ist hübsch erotisch, muss ich sagen. Also es gibt jetzt keine Hardcore-Szenen oder irgendwie, weil man sagt halt einmal einen Popo oder mal einen Busen oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film 1968 hübsch, skandalös war. Mehr hätte ich behaupten, weil die junge Dame, die Jane Fonda, die macht da Sachen oder lässt da Sachen auch teilweise über sich ergehen, wo man dann manchmal sagen kann, ja, ist jetzt das eigentlich auch vielleicht, ist es ein frauenfeindlicher Film oder ist es vielleicht sogar ein feministischer Film? Weil wenn man es jetzt aus der Zeitwarte sagt von 1968, da kann man das eher dann so auffassen, dass ich sag das ja so, dass es ein wenig in die Richtung sexuelle Revolution der Frau geht. Also nicht nur immer das Hausmütterchen am Herd und das brave Fräulein, sondern sie sucht sich die Sexualpartner aus und lebt sie da, und gibt da Vollgas. Ja, wobei, was heißt, sie gibt da Vollgas? Ich weiß, was du meinst und ich glaube, man kann, wenn man sehr analytisch an den Film rangeht, da bestimmt einiges rausziehen. Man muss ja auch sagen, dieser Film ist eigentlich eine Comic-Verfilmung. Die Vorlage zu dem Film heißt auch Barbarella und ist von dem Zeichner Jean-Claude Forest. Und ich habe diesen Comic versucht zu lesen und habe dann irgendwann umgesprungen auf, okay, schauen wir einfach nur mal, was da nur so ist passiert, weil der Comic ist von den Sprüngen noch viel krasser wie der Film.
also ich habe ja vorhin gesagt, so alle 5 bis 10 Minuten passiert was anderes. In dem Comic passieren alle 2 Seiten vollkommen andere Dinge. Es ist teilweise echt so, dass sie dann auf anderen Planeten ist, andere Rassen trifft und es läuft aber immer wieder aufs Gleiche raus. Deswegen habe ich ja vorhin also ja mehr oder weniger Softporno gesehen. Sie findet halt immer irgendeinen Grund, dass sie halt entweder sie bei der männlichen Person, die sie entweder selber rettet oder gerettet wurde, sich bei dieser Person bedankt und das halt mit Liebe, also mit Sex mehr oder weniger. Wobei man sagen muss, im Film wird das natürlich ja nie gezeigt, auch im Comic wird es nie gezeigt. Es ist halt praktisch mehr oder weniger immer eine Andeutung. Ich weiß nicht, ob das so feministisch dann rüberkommt, wenn man dann sagt, ja, es ist halt eine Actionheldin, die sich immer mit Sex bedankt. Ja gut, wie gesagt, man darf die Zeit nicht vergessen. 68, das ist, ich wüsste jetzt keinen Film aus der Zeit, wo eine Frau so freizügig mit ihrer Sexualität umgeht, außer es ist natürlich ein Porno oder sonst irgendwas, von dem sagen wir jetzt einfach einmal ab. Aber im Endeffekt ist ja eine Science-Fiction, Film, Komödie, aber der Anteil von Erotik ist schon sehr hoch und ich finde wirklich, dass, sie kommt sehr, wobei sie manchmal ein bisschen einfältig ist und ein bisschen schlicht, aber sie ist immer dem Ganzen bewusst und mir kommt das schon so rüber, wie wenn sie da sich einfach auslebt. Ja, das schon. Und ich meine, man merkt ja auch die Actionrolle in ihr, die lebt sie ja immer wieder. Also sie kämpft ja fürs Gute und sie schaut aus, was vorgeht und so. Aber der überwiegende Teil ist wirklich einfach der Erotikanteil, der den Film wahrscheinlich nochmal so besonders macht. Man muss ja sagen, also der Film startet mit einem Striptease und da siehst du zuerst halt so ein Astronauten, also eine Person in einem Astronauten-Outfit und diese Person zieht halt dann in Slow Motion nach und nach diese Astronautenklamotten dann aus und dann auf einmal kommt halt die wunderschöne Jane Fonda da raus, die dann auch erst einmal während der Vorspann nur läuft, da sie nur regelt und keine Ahnung. Das war schon für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, also ich glaube, wenn man jetzt seine Frau überredet hat oder seine Freundin, hey Kim, schauen wir uns einen Science-Fiction-Film an und die sagt, okay, ich glaube spätestens nach die ersten 1,5 Minuten sitzt die Frau oder die Freundin dann schon da und schaut die dann ganz Space an. Was ist das für ein Film? Ja, da kannst du gut recht haben. Und vor allem, sie wird ja dann auch noch im nackten Zustand von ihrem Boss quasi angemeldet mit einer Videokonferenz. Wie sagt man da? Ein Videocall. Ja, sie macht einen Videocall mit ihrem Chef und ist aber dabei immer noch nackig und dann sagt sie, ach Chef, hallo und so und jetzt ziehe ich mir zuerst was an und so sagt ach, muss gar nicht sein und so, das passt schon. Ah ja, okay, es bleibt dann also. Das ist das, was ich meine, sie ist ein wenig so naiv, ein wenig einfältig. Aber ja, ich hab absolut von sich überzeugt. Ja, total. Also, ich muss auch sagen, die Jane Fonda, die hab ich so jung in einem Film noch nie gesehen. Also eher dann so in aktuellere Filme, wo es ja schon um einiges älter ist. Aber das war wirklich ein Glücksgriff. Das ist eine unglaublich hübsche Frau gewesen, die wo auch mit dem Regisseur übrigens verheiratet war während der Dreharbeiten mit dem Roger Vadim. Und zuerst haben ja noch 2 andere Schauspielerinnen im Raum gestanden, und zwar die Brigitte Bardot und die Sophia Loren. Und das war auch zwei sehr hübsche Mädels, aber Jane Fonda macht die Sache auf alle Fälle super. Und sie ist ja natürlich auch in einer sehr prominenten Familie aufgewachsen. Sie ist Tochter vom Henry Fonda, den kennt man aus Spiel mir das Lied vom Tod. Und ihr Bruder ist der Peter Fonda, den kennt man als Easy Rider. Voll berühmte Familie. Mir reicht's ehrlich gesagt, Jane Fonda zum kennen. Ja, auf jeden Fall. Aber Peter Fonda als Easy Rider kennst du schon, oder? Ja, doch, den kenne ich auch. Aber sagen wir mal, die Figur Barbarella sticht da von dem Film her für mich einfach noch mehr raus. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, ich habe mir diesen Comic dann noch angeschaut. Da muss man erst sagen, sie haben in dieser Verfilmung die Barbarella schon mehr Klamotten tragen lassen wie in dem Comic. Okay. Also
wenn du halt sagst, es hat viel vielleicht auch mit Feminismus zu tun, in dem Comic, da ist es ja für sie mehr oder weniger teilweise selbstverständlich, dass sie kein Oberteil hat. Ach so, okay. Und unglücklicherweise auch in dem Comic ist es so, jedes Mal, wenn es irgendwo hinfällt oder abstürzt oder keine Ahnung, die Klamotten halten nicht lang. Gut, das war in dem Film auch so. Also ich glaube, sie zieht sich alle, weiß ich nicht, 15 Minuten zieht sie ein neues Outfit an und das wird dann durch irgendeinen Umstand zerstört oder wird weniger oder der meine ist ja im Endeffekt ähnlich dann wie im Comic, oder? Ja, in den Comic kommen auch viele Vorlagen eben für den Film vor, also auch gerade diese, wie soll ich sagen, Folterszenen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir gehen jetzt nicht so genau auf die Handlung ein, deswegen ist es auch nicht so ein richtiger Spoiler, wenn wir jetzt da über ein paar Szenen dann reden. Gleich am Anfang vom Film gibt es eine Szene, wo sie gefangen genommen wird und dann von so Monsterpuppen angegriffen wird, was übrigens eine echt creepy Szene ist. Also ich finde, das ist echt mit Abstand das Gruseligste in dem Film. Da fällt mir eigentlich nichts ein, was irgendwie dann später noch mehr gruseliger wird. Ja. Aber das ist echt voll creepy. Dann gibt's einmal meine Lieblingsszene, da gehe ich aber später dann noch mehr drauf ein. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt das heute aufnehmen, dass ich eigentlich überzeugt habe. Ich weiß die Szene, ich weiß. Und dann das, was ich jetzt bei der Recherche nur mal krass gefunden habe, das auch im Comic vorkommt. Sie kommt in einen Vogelkäfig. Aber jetzt nicht so, wie man es in anderen Filmen kennt, das ist ein übergroßer Käfig, wo sie dann drinsteckt und als Vogel mehr oder weniger behandelt wird, sondern das ist ein Glaskasten, wo dann mehrere verschiedene Vogelarten oder Vogelschwärme reingeschossen werden, die sie halt dann da angreifen. Wenn man das im Film sieht, da habe ich auch schon beim ersten Mal anschauen drüber nachgedacht, oh leck, eigentlich ist es sau unangenehm. Also ich stelle mir das halt schon sehr unangenehm vor, wenn ein oder zwei Vögel auf einem sitzen in so einem engen Raum. Wir sagen mal, die kriegen ja da Panik, aber die haben auch in diesem Film, wie im Comic, da, weiß ich nicht, um die 100 oder 150 Vögel drin gehabt. Und jetzt beim Nachlesen stand da drin, die Vögel, die waren am Anfang, wo sie das erste Mal draht haben, gar nicht so aggressiv und sie haben es dann nochmal aggressiver machen wollen, dadurch, dass sie es dann mit Ventilatoren, glaube ich, irgendwie aufgehetzt haben. Und dadurch haben die dann voll Schiss gekriegt und haben praktisch die Jane Fonda da überall von oben bis unten voll geschissen. Und ich meine, die werden ja teilweise echt aggressiv. Und die Jane Fonda selber sagt da über diesen Film, das ist jetzt nicht gerade ihr Lieblingsfilm, also sie bereut's mehr oder weniger, dass sie den gemacht hat. Unter anderem, weil sie halt da einfach in vielen Szenen verletzt worden ist. Und wegen dieser Vogelaktion ist sie, glaube ich, sogar dann für ein paar Wochen im Krankenhaus gelegen, weil sie eben dann dadurch eine Vergiftung gekriegt hat. Okay, krass. Ja, also ich muss sagen, wenn man ohne Recherche in diesen Film geht, dann denkt man, ja, geil, Barbarella und so. Und wenn man sie dann aber so durchliest, was die arme Jane Fonda da durchmachen hat müssen, es ist schon krass. Es gibt da eine Szene, da wird's durch so eine Röhre selber geschossen, oder sie rutscht da, glaube ich, so eine Plastikröhre runter. Und da hat sie sich auch anscheinend überall die Haut aufgeschürft, also dass sie halt dann wieder für ein paar Tage unterbrechen mussten. Krass. Und sie hat praktisch auch während dem ganzen Dreh, also deswegen auch wieder das Feminismus-Ding, hat sie so einen eigenen Selbsthass entwickelt, dass sie dann dadurch auch Essstörungen und alles dann gekriegt hat. Und also sie hat das eigentlich wirklich nur ihrem Mann zuliebe mitgemacht, diese Tortur, mehr oder weniger. Krass. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Spaß dabei. Ja, aber deswegen habe ich ja auch meine Lieblingsszene noch nicht genannt. Okay. Das hebt die Stimmung dann wieder. Ah, alles klar. Ich werde zu dem Vogelkäfig noch was sagen, und zwar, gut, einmal davon abgesehen weil du vorhin gesagt hast, wegen des Spoiler, der Film ist, glaube ich, weiß ich nicht, 50 Jahre alt, und im Endeffekt ist er auch null spannend, im Endeffekt. Man kann jetzt wirklich nichts über den Film verzeihen, wo dann einer sagt, ja, jetzt weiß ich das, jetzt kann ich mir nicht mehr anschauen. Also ich glaube, dass wir da ganz offen über das Ding reden können. Und zwar, da ich da gleich die Szene mit dem Vogelkäfig noch weiter ausführen. Das habe ich auch unglaublich gefunden. Es ist tatsächlich so, dass sie in dem Vogelkäfig drin ist und dann geht also eine Luke im Boden auf, da rutscht sie runter. Und wo rutscht sie rein? Man muss dazu sagen, der Vogelkäfig steht in der Basis für die Bösen. Wohlgemerkt. Sie rutscht da runter und wo ist sie dann? In der Geheimbasis der Rebellen.
Also, die haben quasi die geheime Basis der Rebellen ist unter der Basis von die Bösen. Und das ist alles Wahnsinn. Also, das ist wieder eine von den Szenen, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Film macht mich noch fertig. Ja, es gibt da eine Szene, da nimmt sie eine Böse gefangen und droht ihr praktisch ins Gesicht zu schießen und alle schrecken auf und alle haben Angst und die wollen natürlich nicht, dass sie ihr ins Gesicht schießt und dann geht der andere Böse hin und reißt ihr einfach so die Waffen raus und und Barbarella macht nicht einmal den Anschein so, dass sie wehrt. Ja. Das ist auch eine affige Szene, wo ich mir gedacht habe. Also, er sagt ja dann zu ihr, deine Energie ist nicht mehr, oder du hast zu wenig Energie, du könntest gar nicht schießen. Ja, aber woher weiß er denn das? Ja, also es sind schon ein paar Logiklücken drin. Also sagen wir mal, für Leute, die jetzt da den nächsten Christopher Nolan-Film erwarten, ist das jetzt wahrscheinlich eher der falsche Film. Ja, Barbarella war auf alle Fälle nicht die Inspiration für Interstellar oder sowas. Definitiv nicht. Nein. Obwohl, ja, wer weiß. Aber eins muss man sagen, er macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Dadurch, dass eben so viele Szenenwechsel drin sind oder Szenarienwechsel und halt teilweise so richtig dumme Geschichten dann drin sind. Sie hat zum Beispiel, oder es gibt in dieser Welt dann so Geschlechtsverkehr-Pillen oder Verzückungsübertragungspillen oder so. Das heißt, wenn jetzt ich die Pille nimm und dann halt als zweite Person, ich berühre die einfach nur, dann hat man in Gedanken Sex. Und in dem Film gibt's eine Szene, da hat's dann so Gedankensex und da hat dann der andere so einen krassen Orgasmus, dass er ihm die ganzen Haare zu Berge stehen. Unglaublich. Wahnsinn. Das ist eine Szene irre. Wobei ich sagen muss, jetzt nachdem ich den Comic auch gesehen habe, es hätte noch viel abgedrehtere Sachen geben können. Im Comic wird's zum Beispiel auch einmal von einem Roboter gerettet und das ist jetzt kein Roboter, der einem Mann irgendwie ähnlich schaut, sondern halt so, wie man sie in die 60er Jahren Roboter vorgestellt hat. Also wirklich so ein Kasten, mehr oder weniger. Und dann nachdem es gerettet worden ist, fragt den Roboter, der sagt einmal, kannst du eigentlich echt alles? Und dann sagt er, ja klar kann ich alles. Ja, und dann Schnitt, hat Sex mit dem. Okay. Passt. Ja, voll. Also im Comic hat's der Jean-Claude Forrest auf jeden Fall bunt getrieben. Ja, apropos bunt, was ich ziemlich cool fand, das ist das ganze Produktionsdesign. Manchmal hat das Ganze gewirkt wie ein Theaterstück. Man ist sich wirklich vorgekommen, wie wenn das Ganze auf einer Theaterbühne stattfinden wird. Und die hinteren, also die Weite quasi, die ist dann abgehängt mit Stoffen oder irgendwie so. Und im Vordergrund spielt sich alles ab, aber wenn du mehr auf den Hintergrund schaust, da gespannst, okay, das ist ein ganz limitierter Raum, in dem, wo das Ganze spielt. Und ja, ich habe da echt gemeint, manchmal, das ist wieder so ein Theaterstück. Und auch die Schauspieler, die agieren teilweise so hölzern, dass du gemeint hast, ja, das kann direkt aus einem Theaterstück raus sein, das Ganze. Mhm, das stimmt. Was ich voll geil fand, apropos Produktionsdesign, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen, das Innere von ihrem Raumschiff. Ja, über das wollte ich gerade sprechen, das ist so geil. Komplett Pelz. Das ist Wahnsinn. Also wer das Ding außer sagen muss, der wird die Hölle auf Erden erleben, oder wer Milbenallergie hat, aber es hat unglaublich geil ausgeschaut. Also das war alles so hippie-mäßig irgendwie, trotz dem ganzen Science-Fiction-Anstrich. Es war brutal viel so, ja, hippie-mäßig. Also insgesamt, dieses Raumschiff ist der Wahnsinn. Sie hat eine KI, die mit einer wahnsinnig schwulen Stimme spricht. Warum er sich dafür entschieden hat, keine Ahnung. Aber die pelzige Wand ist echt richtig, richtig geil. Nicht nur die Wand, das war der Boden und alles und Decke und alles, ja. alles war Pelz. Also wer den Film Männertrip schon mal gesehen hat, da gibt's ja dann auch die Stelle, wo es dann die pelzige Wand die ganze Zeit streicheln. Also die kannten sie da überall rollen und die hätten überall eine pelzige Wand. Ja, oder wenn bis natürlich auf die Stelle, wo sie dann hinlegt zum Schlafen. Wow. Ja. Eine Plexiglasscheibe ist, auf die sie legt, damit man von unten nochmal einen Shot hat. Ja, dass man Busen nur sehen kann. Ja, genau. Stark. Ja, oder aber wenn sie von quasi durch das Cockpit vom Fenster rausschaut, das schaut immer aus, wie wenn sie durch eine Lavalampe durchschauen hat oder so. Also das macht im Endeffekt null Sinn, was sie da sagt. Also es ist nicht das Weltall und sonst auch nichts. Sie schaut einfach immer in eine Lavalampe rein.
Okay. Ja, ich kann es jetzt leider nicht mehr länger rauszögern, deswegen da die sagen, wir fangen jetzt gleich an mit, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Okay. Und ich muss leider auch anfangen, also was mir absolut gefällt, das ist das gröbste Folterinstrument aller Zeiten in der kompletten Filmgeschichte. Also sowas Trauriges habe ich noch nie gesehen. Und zwar, die Barbarella landet irgendwann in einer Orgasmusorgel. Und ja, die Orgasmusorgel beschert ihr halt so lange Orgasmen theoretisch, bis sie stirbt, aber sie ist Barbarella und Barbarella besiegt die Orgasmusorgel, indem sie so viele Orgasmen hat, bis diese Orgel kaputt geht. Ja, die brennt dann voll ab. Du lachst jetzt, aber ich glaube, das ist schon eine grausame Methode. Ich glaube auch, ganz ist aus. Und der beschwert sich dann auch voll geil. Also, jetzt hast du mir super drum hingemacht. Weil man einfach, wow, das ist alles Wahnsinn. Und dann brennt das Ding wirklich ab, gell? Ja. Ja, und was mir nicht gefällt, ist tatsächlich das Ende. Also ich muss gestehen, auch wenn es irgendwie ein bisschen paradox ist, bei so einem Film sowas zum sagen, aber ich habe das Ende nicht verstanden. Okay. Also ich meine jetzt nicht diesen Endkampf und so, das habe ich schon alles gecheckt, aber wirklich das, wo sie dann am Ende mit dem Püger, ich gehe jetzt ja gar nicht genauer drauf ein, schaut sich den Film einfach an, dann wegfliegt zusammen mit der Bösen und sie hat dann fragt, ja, warum hast du jetzt sie gerettet? Und er sagt dann, ein Engel kann sich nicht erinnern. Okay, und dann ist der Film einfach gar. Finde ich unbefriedigend. Mhm. Ich war gesagt, das kann jetzt nicht sein. Hoffentlich kommt jetzt nicht der Abspann und der ist wirklich gekommen. Also der Film, der kickt die so richtig raus mit einem Arschtritt. Es ist aber auch tatsächlich das Ende also der Comic ist in 2 große Kapitel aufgeteilt. Es ist auch das Ende von dem ein Kapitel. Also entweder dahinter steckt irgendwas, was wir beide nicht checken. Vielleicht habe ich ja irgendwas verpasst. Ich habe mal beim zweiten Mal auf Englisch angeschaut, da muss ich ja gestehen, habe ich nicht alles so ganz verstanden. Aber ich finde das Ende wirklich nicht so befriedigend. Okay. Sag ich auch so, bin ich bei dir. Ja. Dann Chemie, also was mir nicht so gefallen hat, das ist, dass er mir zu lang ist. Also er hätte öfters einmal früher zum Schluss kommen sollen dazwischen, weil er dauert doch 1 Stunde, 45 Minuten fast. Und das ist für die Art, in Anführungszeichen, Trash fast zu lang für mich. Also wenn jetzt der 85 Minuten dauert hätte jetzt dem Film meiner Meinung nach locker gelangt. Mhm. Aber gut. Ist wieder so. Aber, was ich ihm zugute halten muss, er hält einen schon ganz schön bei der Stange durch das, dass er einfach der fleischgewordene Science-Fiction-Fiebertraum ist. Also er hat so viel abtrade Elemente, abtrade Kostüme, die übrigens von Paco Rabanne designt worden sind, der wo dann durch den Film einen Mordskarriereschub gekriegt hat. Die Sets, wie gesagt, die Fahrzeuge, die Waffen, die Kostüme, wie gesagt, alles irre. Also es gibt so viel zum Singen in dem Film, das hält ihm absolut zugute. Aber wie gesagt, der ist mir einfach ein wenig lang. Ich kann auch mit dem alles leben, dass er das so episodenhaft erzählt ist und dass die Story so ein Durcheinander ist. Also wenn man ein wenig hinschaut, dann kann man sich so ein wenig selber zusammenreimen, wo die liebe Barbarella gerade im Film ist. Also im Großen und Ganzen okay. Ja, also ich glaube, mit einem 2 Bier und dann weiß man nicht, vielleicht was man sich gerade anschaut, ist das auf jeden Fall ein echt gelungener Film. Ich bin ohne Erwartungshaltung an diesen Film rangegangen und bin aber für das schon positiv überrascht worden. Also ich muss sagen, Jane Fonda einfach super. Ja, okay, red. Wenn sie da so viel durchmachen müssen während den Dreharbeiten und vielleicht nicht ganz so zufrieden war, muss ich echt sagen, das hat sie schon positiv geprägt, finde ich. Weil dadurch, dass man halt dann es nicht ununterbrochen nur mit irgendeinem Dummchen zum Tor hat und das halt einfach so ihr Art ist, finde ich, kommt sie ja gar nicht so blöd oder halt naiv rüber, wie es jetzt du vorhin gemeint hast. Okay. Gut, liegt aber wahrscheinlich einfach daran, weil ich halt wirklich gelesen habe, was sie da alles durchgemacht hat. Ja. Mich beeindruckt das wirklich mit diesen Vögeln, weil ich glaube, heutzutage dass das wahrscheinlich kein Schauspieler mehr machen. Mit animierten Vögeln ja, aber nimmer sowas. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, darfst du das machen?
Nicht unbedingt. Muss ich die jetzt nicht haben. Na, also das finde ich eigentlich echt beeindruckend. Ich meine, auch die Vögel dann mal aber leid. Im Endeffekt, meine ich, was er beim Dreh von Die Vögel nichts anderes, was der Alfred Hitchcock mit der Tippi Hedren gemacht hat, oder? Da war es ja im Endeffekt ähnlich. Bei so einer Vogelattacke auf dem Dachboden, da meine ich, war es ähnlich, dass sie da wirklich in Gefahr war oder verletzt worden ist während die Dreharbeiten und er das billigend hingenommen hat. Also anscheinend hat es das in der Zeit auch öfter gegeben. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, die 60er, 70er, da gibt's aber schon auch ein paar Filme, jetzt, weil du ja vorhin gemeint hast, das ist wahrscheinlich jetzt da so ein bisschen die Erotik-Ausnahme. Also ja, gerade in den 70er gab's ja einige Filme, wo es viel Erotik-Passagen gibt, wo man sich heutzutage vielleicht fragt, what? Also das hat so mancher Schauspieler mitgemacht, wo ich nie im Leben gedacht hätte, dass der mal in einem Film mitmacht, wo ein Busen vorkommt. Ja. Ich weiß leider jetzt den Filmnamen nicht, aber ich habe einmal einen Film mit dem Heinz Rühmann gesehen, wo dann auch am Ende irgendwie so eine abgedrehte Szene vorkommt, wo ein Haufen halbnackte oder nackte Tussis dann irgendwie auftauchen, auch völlig sinnfrei, wo ich mir gedacht habe, okay, in die 70er war anscheinend einiges möglich. Das glaube ich ja. Wie schaut's mit unserem Triple Threat aus? Ja, den können wir uns ja da sparen, oder? Weil ich mein, man sieht ja eigentlich nichts. Also, jetzt komm ich mit. Naja, wie schaut's aus, Corby? Haben da Busen zum Singen? Ja. Grad nur. Einige. Gibt's tote Tiere? Nein. Genau. Und gibt's Trompeten? War mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also Nein. Nicht einmal in Kunstform oder so. Also es wird schon mehr auf die weibliche Anatomie eingegangen. Definitiv. Ich glaube, dass fast alles gesagt ist. Ich glaube auch. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen für Barbarella begeistern können. Also zumindest Hut ab vor der Jane Fonda. Die hat da einen super Job gemacht. Und allein das, sie mir auch zum Schauen, ist einen Blick wert. An alle Frauen da draußen, gibt's der guten Frau doch bitte eine Chance. Dann könnt's vielleicht bestätigen, was der Mike gesagt hat, dass es vielleicht da was mit Feminismus zum tun hat. Stellt's euch nicht so an. Und an die Männer, schaut es euch vielleicht erst bei Lore an, damit sie dann abschätzen könnt, ob die Frau mitschauen sollte oder eher nicht. Da die auch so. Ihr dürft natürlich mal wieder liken, teilen, abonnieren, geht's auf Steady und sucht euch irgendein Paket aus, damit ihr wunderbare, exklusive Beiträge von uns kriegt und euch natürlich dann auch ein bisschen was wünschen dürft. Ihr dürft dann mitbestimmen, über was wir als nächstes dann sprechen. Wer weiß, vielleicht gibt's ja irgendwann einmal ein Remake von Barbarella oder Barbarella 2. Mit der Originalbesetzung. Das weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Naja, wenn die Originalbesetzung was ein paar andere Charaktere spielt, dann ja, vielleicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Beim besten Podcast der Welt.